So, er kommt schon gleich. Jetzt noch schnell alles parat machen, nicht wahr? Dass er sich so richtig schön wie daheim fühlt, nicht wahr? Er soll sich daheim fühlen. Hier, das Staubtuch. Das ist immer sehr dreckig. Nachher, wie auch immer, noch ein bisschen desinfizieren. Heute Morgen haben wir noch gesucht, haben wir noch irgendeinen Fussel. Ja, er soll demnächst stehen sein. Seine Finkli. Jetzt bist du schon da. Ja. Herzlich willkommen. Hallo Susanne. Hoi Matt, hey, schön bist du da. Habe mich so fest gefreut. Hey, danke mega cool. Für den warmen Empfang. Ja, hier in unserer bescheidenen Parkarena. Ja. Ich hoffe, du fühlst dich wohl, gell? Ja. Darf ich dir Ja, sicher gern. die Jacke abnehmen? Ja. Hey, hast du es gefunden? Ja, gut, du. Na, Sicher, nochmal. alles wegbeschrieben, geklappt. Super, ja. Mega schön. Danke. Hey, schau, der Boden ist ein bisschen kalt, Ja, nicht gut, wahr? ja. Hier, Pfinkli, nimm sie doch, dann fühlst du dich wieder heim. Ja. Zu trinken, ich hätte dir jetzt also Kaffee, Tee, Espresso, ein Wasser. Ein Wasser ist im Fall einfach gut, ja. Prima. Ein Wasser für dich. Ja, Auch super. ein bisschen Speuz und so, gell? Genau. Du, danke vielmals. Sehr Ja. gerne. Hey, Schau- also weißt, ich habe auch noch extra für schau dich da. die Lieblingsmuffin Genau. gemacht. Hey, danke vielmals. Gell, Das wäre nicht nötig gewesen, gell? Mal. Wir wollen da nicht scheuchen, gell? Vom Danke. Finken, letztes Mal hatte ich kalt. Eben, Ja. habe ich doch Ja, gewusst. super. Eben, Hey, danke vielmals. Ja. Uns Schweizer wird doch manchmal nachgesagt, dass wir nicht so Gastfreundschaft leben oder dass wir nicht so gastfreundlich sind. Und ich weiss nicht, ob man das sagen kann, weil ich glaube, so wie mich Susanne da exemplarisch begrüßt hat, so läuft es doch, wenn man bei Herr und Frau Schweizer zum Znacht oder zum Brunch oder zum Mittag eingeladen wird. Danke, Susanne, ich fühle mich wohl nochmal. Genau. Keine Angst, es geht heute nicht um mich, um eine neue Regeln oder neue Standards für Prediger in der GVC etabliert, weil wir so wichtig sind, sondern heute geht es um Gastfreundschaft. Und das haben wir gedacht, das müssen wir ein bisschen zeigen. Und darum habe ich jetzt da die Finken an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Susanne wirklich meine Füße oder die Temperatur der Füße wichtig war oder ob sie gestört hat, dass ich einfach mit den Schuhen auf die Bühne gelaufen bin, wie die Bühne mir gehören. So sind wir Schweizer dann doch manchmal wieder ein bisschen. Wir sind hier in dieser Serie Big City Life und wir kümmern uns oder wir drehen uns, wie läuft das Leben in unserer Stadt ab. Wir haben ja das Bild, die Stadt auf dem Berg, die soll scheinen, die soll eine Ausstrahlung haben. Und wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann kommen wir an der Gastfreundschaft nicht vorbei. Und dann ist es gut, wenn man das eben anschaut, was ist Gastfreundschaft, was wollen wir machen oder was braucht es, dass man sich wohlfühlt in dieser Stadt. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich liebe englische Pubs und ein gutes Ale. Das ist einfach so ein bisschen, wenn man mal in England ist, das ist mir nicht so viel, aber dann braucht es ein Ale in einem englischen Pub. Und da kommt das Paddy O'Brien's Zwinti oder das Malitz, gut, das ist irisch, aber das ist näher beieinander, oder? Kommt nicht ganz dran an. Und ich mag mich noch erinnern, als ich vor ein paar Jahren im Norden von England war, einen langen Tag hatte und dann ins Hotel alleine zurück bin und dann gesehen habe, es hat ein Pub um die Ecke und dann dort ins Pub hineingelaufen bin für noch so einen Schlummi oder ein gutes, lokales, englisches Ale und ich bin an, ich habe mich ein bisschen an die Bar führen kämpfen, weil es voll war. Ich bin nicht gerade bedient worden, weil es so viel gelaufen ist und dann habe ich so einen älteren Herrn neben mir gefragt oder habe ihm gesagt, ja, ich sei neu da oder ich sei zuerst mal da und welches lokale Ale er mir empfehlen, also welches lokale Bier für die jetzt nicht wissen, was ein Ale ist. Und das war der Konversationsstarter. In dem Moment habe nicht mehr ich mein Bier bestellt, sondern mir ist eins bestellt worden. Und es ist eine Diskussion gestartet mit seinen Freunden, welches Bier ich jetzt zuerst trinken muss. By the way, es ist nicht bei einem geblieben, sondern ich habe mich ein bisschen durchtrinken, oder? Zum guten Glück machen die englischen Pubs relativ früh zu, darum hat man dann auch irgendwann wieder gehen, oder? Aber ich bin mit drin, ich habe mich wohl gefühlt. Sie haben mich in die Mitte genommen. Ich bin ein Teil davon gewesen. Und mir ist so etwas aufgefallen. Das Pub war diesen Männern ihre Heimat gewesen. Sie sind Hosts gewesen. Sie sind Gastgeber gewesen in diesem Pub.
Sie sind nicht angestellt, sie haben nichts verdient, sie haben auch keinen Anteilsschein an dem Pub gehabt, aber es war ihr Zuhause. Und sie haben geschaut, dass ich als Gast mich willkommen fühle. Dann ist mir eine zweite Begebenheit in den Sinn gekommen. Und so bin ich letztens in London für Alpha und dann sind wir am Abend in einem Pub. Voll stylisch, oder? Downtown London, in einen stylischen Pub hineingelaufen. Es super ausgesehen, gute Musik gelaufen. Es hat nicht so streng geschmeckt wie das andere im Norden von England. Aber irgendwie habe ich mich nicht gleich wohl gefühlt. Und ich bin in einer Bar, ich habe den jungen Bartender gefragt, welches lokale Ale er mir empfehlen könnte. Und er hat mir ein schottisches Bier gegeben. Ich habe dann selber ausgesucht und mit ihm das Bier getrunken. Und mir ist das englische Pub in Sinn, das nordenglische Pub in Sinn gekommen. Und ich habe gemerkt, das sind zwei verschiedene Atmosphären. Und ich habe so umgeschaut und ich habe gemerkt, es sind nur Touristen in diesem Pub rein. Und auf dem Weg zurück zum Hotel ist mir so aufgegangen, Gastfreundschaft kannst du nicht delegieren. Gastfreundschaft kannst du nicht abgeben. Das passiert entweder oder es passiert nicht. Es muss aus dem Herz rauskommen. Und das ist mir so ein Satz ins Herz eingebrannt. Wir können in unserer Stadt entweder Gäste oder Gastgeberinnen sein. Wir entscheiden, wir können nur eins oder andere sein. Entweder sind wir Gäste oder wir sind Gastgeberinnen. Ich muss schon aber rauchen, wenn es es schon gibt. Gell? Und dann müssen wir uns fragen, was sind wir? Wenn wir euch GVC kommen, bin ich ein Gast oder bin ich eine Gastgeberin? Wir können das auch nicht delegieren als Welcome-Team. Die machen, by the way, einen sehr guten Job. Wir haben hier einen Bert. Ich weiss nicht, wer den Bert kennt, aber wenn ich jetzt den Satz sage, dann sind ihr sicher schon mal mit dem Satz willkommen geheißen worden. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Bert steht an der Tür und er macht das super. Er macht das so gut, die anderen auch. Der Bert macht das einfach so exemplarisch, oder? Die anderen machen das auch sehr gut. Aber wisst ihr was? Wir erwarten das. Wenn wir in die GVC kommen, erwarten wir, dass wir begrüßt werden. Unsere Gäste erwarten das. Und der Dienst ist eine Fähigkeit, die kann man sich antrainieren. Durch Gastfreundschaft ist eine Herzenseinstellung. Den Dienst tun wir für unsere Gäste. Gastfreundschaft tun wir mit unseren Gästen. Der Dienst geschieht systematisch. Gastfreundschaft ist dynamisch. Wir erwarten einen guten Service, einen guten Dienst und vergessen den wieder. Gastfreundschaft im realen Sinn ist aber das, was unser Herz bewegt. Das ist das, was uns überrascht. Und das ist das, was uns bleibt oder eben den Unterschied ausmacht. Nochmal, wir können in unserer Stadt nur zwei Sachen sein. Entweder oder. Entweder sind wir Gäste oder wir sind Gastgeberinnen. Ich bin über die Aussage gestolpert, so im TED-Talk über Restaurantkultur in Amerika. Und ich habe gemerkt, hey, das stimmt. Und die Aussage, die fordert mich so raus. Was bin ich? Und ich glaube, es ist elementar wichtig für unsere Kultur, für unsere Stadt auf dem Berg, was wir sind, was wir wollen sein. Und so träumen wir von einer Stadt auf dem Berg, wo so viel wie möglich Gastgeberinnen hat, dass sich jeder einzelne Gast nämlich willkommen fühlt. Dass jeder einzelne Gast nicht sein Ale muss bestellen, sondern das Ale angestellt überkommt. Ich weiss nicht mehr, ob ich es gezahlt habe oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das von der Menge vom Alkohol zu tun hat oder weil es schon ein bisschen länger her ist, oder? Aber wir träumen von einer Stadt auf dem Berg, wo es so viel wie möglich Gastgeberinnen gibt. Dass sich alle Gäste wohl fühlen. Spannenderweise ist die ganze Bibel ja voll von Gastfreundschaft. Es hat sicher zu tun, dass der Nahe Osten bekannt ist für seine Gastfreundschaft. Und manchmal tun wir diesen Leuten Unrecht. Wie man diese Leute behandelt. Wenn man schon mal dort war, dort merkt man, dort herrscht Gastfreundschaft. Und wir wollen ins Alte Testament eintauchen.
Ganz ziemlich am Anfang will ich mit euch kurz in eine Geschichte tauchen vom Abraham im 1. Mose 18. Dort heisst er, dass er von seinem Zelt gehockt ist. Er war ein Nomad und dort heisst es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich 3 Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihm hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat: Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weiterziehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Fast ein bisschen wie Susanne, hat der Abraham die 3 Männer begrüßt. Eben bei Nomaden, noch heute, wenn man zum Nomaden kommt, wenn es jetzt nicht mega touristisch ist man willkommen. Das ist in der Kultur rein, dass man die willkommen heisst. Aber beim Abraham war es so, das war in der Kultur rein. Jetzt, es war ja nicht ganz uneigennützig. Zu dieser Zeit waren nämlich Gäste auch eine Möglichkeit, um Sachen von außen zu erfahren, was so läuft. Oder? Noch kein Social Media, wo man schnell den Newsticker lesen konnte, von dem, was gerade läuft. Mit noch kein Instagram, wo man in welche Richtung auch immer durchswipen, oder? Also mit Infos bekommen. Doch sind auch gewusst, dass die Fremden auf sie angewiesen sind. In der heißesten Zeit vom Tag ist es wichtig, dass man noch mit Schatten gefunden hat. Da war kein Migrolino um die Ecke, wo man noch schnell ein Glas und noch mal ein kaltes Wasser holen konnte, sondern man war angewiesen, dass man in der Wüste neu beherbergt worden ist, Gast war. Die Geschichte habe ich schon jedes Mal gelesen. Und kennen Sie das? Man liest so drüber und sagt, ja, kenne ich, oder? Und ich habe die Bibelstelle ein bisschen angeschaut. Und sie fängt nämlich an, sie hat auch eine Überschrift, dass Gott dem Abraham begegnet ist. Und dann denkt man so, der hat gar gewusst, dass da Gott kommt in den Gestalten von den 3 Männern. Wenn man es aber so ein bisschen näher gelesen hat es auch unten eine Fußnote. Und dort heisst es, dass die Anrede, er sagt ja, Herr, er geht gerade runter, knündelt ab und sagt, Herr, ich brauche deine Aufmerksamkeit, bleib da. Aber das Wort Herr, das Wort Adonai, das ist in dieser Zeit gebraucht worden, zum Gäste empfangen. Und man nimmt an, dass er nicht gewusst hat, dass das Gott ist. Was für eine Kultur, wo du Gäste so empfängst wie Gott persönlich. Hey, das hat mich gechallenged. Was ich auch spannend finde, das heisst, bleib da, dass du gestärkt wirst für deine Weiterreise. Ich glaube, das Problem, das wir Schweizer haben, wir haben einmal das Gefühl, wenn ich den Joey lade, dass er ewig bleibt, oder? Dass er sich breit macht und, ja genau, und darum müssen wir immer einen Äpfel oder einen Muffin parat machen und sagen dann so, hey, willst du einen Muffin auf den Weg schon, oder? So dann, wenn ich müde werde, oder? Dann, wenn man schon 3-mal geeinigt hat und auf die Tür geklopft hat und sagt, schon nicht, nein, der Joe merkt natürlich das erst, ist ganz ein Schlauer, dann sagt man, willst du noch einen Muffin auf den Heimweg? Er geht davon aus, dass die wieder weiterziehen. Aber er sagt, hey, in dieser Zeit, lass uns zusammen Gemeinschaft haben. Wir träumen von einer Stadt, wo Infos von außen willkommen sind. Wir träumen von einer Stadt, wo wenn die Leute reinlaufen, wir können sie fragen, hey, was läuft in deinem Leben so? Hey, wo du herkommst, was läuft dort? Wir träumen von einer Stadt, wo Gott persönlich ein Gast so willkommen geheißen wird, wie Gott persönlich da für sie. Auch im Neuen Testament merken wir, dass es mega viel um Willkommenskultur geht. Apostelgeschichte 2, die erste Kirche. Der Text, unser Kirchengeschichtslehrer hat immer gesagt, ihr dürft den Text nie brauchen, um zu sagen, wie man Gemeinde baut, weil jede Kirche baut nach Apostelgeschichte 2 und die machen es zum Teil so. Ich mache es heute gleich. Und zwar lesen wir dort, wie sie eben Kirche gebaut haben, wie sie miteinander unterwegs sind, wie sie Gott angebetet haben, täglich zusammengekommen sind, wie sie miteinander das Abendmahl gefeiert haben, wie sie zusammen gegessen haben, alles geteilt haben, was sie hatten und was sie gebraucht haben. Und der letzte Vers heisst, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Die Gemeinde ist gewachsen, weil Gott jeden Tag Menschen gerettet hat und sie einfach so zur Tür hineingedrückt hat. Oder?
Die sind in der Parkarena gehockt, die nichts machen müssen. Die sind einfach reingekommen, oder? Es ist jeden Tag ein bisschen enger geworden. Wunderbare Stimmung gehabt. Hey, ich habe mir überlegt, was passiert, wenn einfach jeden Tag Leute zukommen. Oder man kann sich fragen, wieso sind die geblieben? Die sind gekommen. Gott hat die hinzugefügt. Aber wieso sind sie geblieben? Ich glaube, sie sind geblieben, weil sie sich wohl gefühlt haben. Weil sie sich angenommen gefühlt haben. Weil sie gesehen und gehört worden sind. Weil sie mitgenommen worden sind. Weil sie bekommen haben, aber vielleicht auch geben können. Sie sind ein Teil vom Ganzen geworden. Hey, wir Menschen sind eigentlich sehr simpel. Wir wollen sehen, wir wollen gehört werden und wir wollen dazugehören. Simple as that. Und darum träumen wir von einer Stadt auf dem Berg, wo Menschen gesehen, wahrgenommen werden, wo sie mit hineingenommen werden, wo sie ein Teil sind, wo sie geben und nehmen können. Ich habe gesehen, Matt, du hast ein bisschen zu wenig zu trinken. Nicht, dass Ja, du genau, auf dem Trockenen liegst, weißt du? Danke vielmals. Gell? Nicht, dass Dann nehmen wir doch gerne mal einen Schluck. Dann. Gastfreundschaft und Gottesdienst. Ich habe mir so überlegt, was hat denn Gastfreundschaft mit dem Gottesdienst zu tun? Und unser Gottesdienst fängt nicht erst an, wenn Susanne begrüßt, wenn sie sagt, hey, guten Morgen, schön sind ihr da bei uns in der Parkarena. Und er endet dann nicht, wenn sie das Amen nach dem Segen sagt und sagt, und geniessen jetzt den Sonntag noch und vergessen das Fenster zum Sonntag nicht. Kann es sein, dass unser Gottesdienst schon auf dem Parkplatz anfängt? Stefano nickt. Halleluja. Dass er auf dem Parkplatz anfängt und vielleicht an der Bushaltestelle oder im Bus auf dem Highway endet. Im Hebräer 13 hat es so ein Kapitel, wo eigentlich der Hebräerbrief uns dazu auffordert oder eine Anleitung gibt, wie wir Christen miteinander leben sollten, wie sie in der Gemeinde sein sollten. Und dort heisst es, liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Darum, also Susanne ist schon fast verpflichtet, mir einen Muffin zu geben, oder? Wenn sie mich wirklich gern hat, dann müssen wir einander ein bisschen Sorge geben. Und ich muss sie dafür mal einladen und den Gefallen wieder weitergeben. So funktionieren wir Schweizer, oder? In unserer Gemeinde soll Liebe herrschen. Das schreibt der Hebräer. Aber nachher heisst es, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Sogar in einer Kultur, wo Gastfreundschaft so tief verwurzelt war, schreibt der Hebräer eine Gemeinde und sagt, hey, vergesst denn nicht Gastfreundschaft. Es ist im Fall normal, wenn ihr zusammenkommt, dass man sich so ein bisschen nach ihren orientiert, dass man ein bisschen mit seiner Peer Group abhängt, oder? Dass man aus dem Gottesdienst rauskommt und ist ja schon mal aufgefallen, wenn du an einen Ort kommst, wo es viele Leute hat, du fängst sofort das kennen. Dort ist der Andi, den kenne ich. Ja, ich kann mal schauen, ob er mit ihm noch ein bisschen schwätzt. Brigitte, mit dir, ja genau. Oder vielleicht kenne ich niemanden, ich stehe mal, da haben wir noch Familien, oder? Mann und Rebi sind Familie, da kannst du einfach ein bisschen nebenan stehen und ja, die müssen einfach stehen, weißt du? Das ist normal in einer Kirche und der Hebräerbrief fordert uns auf, er sagt, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Wiederholen, hä? Dann machen wir es, wenn es der Schwager sagt. Müssen wir halt. Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwester. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Hebräer 13, 1 und 2. Kann es sein, dass Gott dir im Foyer begegnen und gar nicht im Worship und in der Predigt? Kann es sein, dass eine tiefe Begegnung durch Menschen ist und nicht das, was ich hier oben sage? Ich habe es in letzter Zeit ein paar Mal erlebt mit Leuten von der Gasse, dass mich das weggeblasen hat. Meistens sind es schwierige, schlimme Situationen, aber dass in einer Begegnung, in einem Gebet oder in einer Aussage von so jemandem mir Gott begegnet ist, mehr, tiefer, als ich mir überlegt habe in den letzten paar Jahren hier im Gottesdienst. Nicht jetzt um den Gottesdienst zu schwächen, überhaupt nicht.
Aber kann es sein, dass wir manchmal mit einer falschen Erwartung kommen, dass wir kommen und sagen, jetzt das Lied, der Prediger, der redet immer zu mir. Kann es sein, dass Gott durch einen Gast, durch eine Person im Foyer zu dir reden will? Jesus braucht ja das Gleichnis in Matthäus 25. Wir lassen es jetzt weg, wir lassen es nicht auf die Folie, wo er sagt, ich bin hungrig gewesen und die haben mir zu essen gegeben, ich habe Durst gegeben, die haben mir zu trinken gegeben, ich bin im Gefängnis gewesen und die sind mich besuchen und dann fragen sie ihn, wann haben wir das gemacht? Und dann sagt Jesus, das, was ihr der geringste von meinen Menschen, von diesen Menschen, die ich geschaffen habe, der geringste von denen tönt, das macht ihr mir, das habt ihr mir da. Eine mega Challenge. Was für eine Vorstellung, dass mir Gott durch Menschen begegnen will. Vielleicht die ein bisschen mühsam sind, die Finken nicht anlegen oder die eben die Finken anlegen, aber die Schuhe so stinken. Darum träumen wir davon, dass in unserer Stadt mir Gott in Menschen begegnet. Dass mir Gott mit fremden Menschen, mit Gästen begegnet. Der Vers, dass wir ohne zu wissen Engel beherbergt haben, habe ich mir auf einmal gefragt, wird sich Jesus in unserem Foyer wohlfühlen? Es gibt ein Buch von Daniel Pless, oder ja, schon gleich, der Besuch, und da kommt Jesus in der heutigen Zeit. Legendär. Nehmen denn die Leute überhaupt wahr? Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch. Würde sich Gott Jesus in unserem Foyer wohlfühlen? Und darum träumen wir davon, eine Stadt auf dem Berg zu sein, wo sich Jesus in unserem Foyer selber wohlfühlt. Und das Letzte ist Gastfreundschaft, offen für Neues. Gastfreundschaft setzt voraus, dass wir uns aufmachen, dass wir unsere Gewohnheiten vielleicht mal ein bisschen auf die Seite legen, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Wir sehen es bei Jesus, als er in eine Stadt kommt, sieht er den Zachäus auf dem Baum. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf zum Baum und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. So unanständig, sich einfach einladen. Oder? Machen wir Schweizer nicht. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Gastfreundschaft passiert nicht nur da rein. Es ist manchmal einfach die starke Zeit, um zu sagen, ich bin da daheim, mir geht es da gut, ich schaue ein bisschen um, der sieht neu aus, hey komm, ich nehme dich heim. Ich überschütte dich mit allem, was ich kann. Vielleicht ist es einmal dran, um zu sagen, hey, darf ich zu dir heimkommen? Gerade mit Menschen aus anderen Kulturen machen das mega gern. Dich einladen zu lassen. An einen Ort ankommen, wo das Essen vielleicht ganz anders ist. Die Gastfreundschaft geht über unsere Stadt raus. Sie geht in alle Ecken und alle Enden unserer Gesellschaften. Unsere Stadt soll ein Hub sein, wo es Kommen und es Gehen herrscht. Wo wir uns da nicht verschanzen, sondern immer wieder rausgehen. Sachen, die da draussen mitnehmen, dann bringen, da etwas wieder mitnehmen und da und in die Stadt hineinbringen. Da soll ein reges Kommen und Gehen sein. Darum träumen wir von einer Stadt, wo wir uns auf Neues einlassen. Eine Stadt, wo wir über den Tellerrand ausschauen. Wir träumen von einer bunten, diversen und abwechslungsreichen Stadt, wo Neues willkommen ist und etwas Neues gewagt wird. Wir träumen von einer Stadt, wo Menschen von außerhalb, wo wir uns um Menschen von außerhalb kümmern, wo wir Menschen sehen. So komme ich zum Schluss. Ich habe unsere Vision auf unserer Homepage nochmal angeschaut. Und ein Teil davon heisst, wir wollen eine relevante, authentische und innovative Freikirche bauen. Wenn wir sein. Und das können wir nur sein, wenn wir uns um das Thema Gastfreundschaft kümmern. Hey, wenn wir Gott anschauen, die Dreieinigkeit, sehen wir so viel Gemeinschaft. Wir sehen, wie Gott, der Vater, Jesus und der Heilige Geist Gemeinschaft miteinander haben. Und wir sehen, wie sie gastfreundlich sind, dass Jesus sein Nestchen verlässt, die Komfortzone verlässt, dass er rausgeht.
in unseren Schlamassel eintaucht und einen Weg schafft, dass wir an einem Ort willkommen sind, dass wir an einem Ort ein Zuhause haben. Hey, wir wollen zusammen eine gastfreundliche Kirche sein. Am Sonntag im Foyer, in unseren Kleingruppen. Hey, Gastfreundschaft ist nicht einfach etwas nur Lässiges, das ist so ein positiver Begriff und jeder sagt, jawohl, ich will Gastfreundschaft. Bis man es vielleicht selber machen muss. Bis man eine Kleingruppe muss teilen, weil es keinen Platz mehr hat. Lasst uns eine gastfreundliche Kirche sein, in allen Gefäßen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so mit einem Vorbild vorangegangen bist. Dass du Gast gsi bist, dass du gastfreundlich gsi bist, dass du ein Host gsi bist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Gastfreundschaft aus unseren Stuben rauszubringen, an alle Orte, wo wir sind. Ich bitte dich, dass du nochmal einen neuen Segen auf unsere Kirche leist und uns nochmal eine neue Portion Gastfreundschaft gibst. Ich danke dir, dass du uns vorausgehst und dass du uns unendlich lieb hast und schenkt uns die Liebe für alle Menschen. Amen.